Onse Jeschicht. Dit is de geschicht van de Oudkolonie Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico siedelden, zich door vermeerden en dan aanvangen terug te trekken naar Canada, en dem van de eerste afschnitt verhandelt George Rampel, de schrijver van deze geschicht, meer van waar zich de IMMC en de Oudkolonische Kirchen hier in Zuid-Ontario entwickelt hebben. Dit is de Bregradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een gouden ontvang. Onse Jeschicht Nummer 68. Ditmal vertellen wir noch mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Wir haben letztes Mal noch gerade gesagt, dass die Ontario IMMC Kirchenleiter in der Blenheim Umgegend in Süd-Ontario 1988 untersucht und gefunden haben, dass dort in den Sommermonaten viele oudkolonische Familien von Mexiko wohnten, wo noch gar nicht oder meist gar nicht nach der Kirche fuhren, weil es in der Umgegend keine mennonitische Kirchen wären. Und als diese Untersuchung gemerkt worden wäre, dann war dort von den Kirchenleitern so beschlossen, dass Prediger David und Helen Friesen erstmal für unbestimmte Zeit regelmäßig nach der Blenheim-Gegend hinfahren und dort Singstunden haben würden, taub mit oudkolonische Familien von Mexiko und den ihre Häuser. Dabei fangen so eine Eltern, die dort mit ihrer Familie taub regelmäßig zu den Singstunden kommen, bald an zu fragen, ob das vielleicht irgendwo wird gehen möglich zu merken, dass sie in dieser Umgegend irgendwo für sich und für ihre Kinder würden können Gottesdienst haben, Sonntag zu morgens. Ab diese Frau hin wird dann die Guilds Community Hall gerannt für den 4. Juni 1989, zum den ersten Sonntagmorgen Gottesdienst holen in der Blenheim Gegend. In so einer Lied, die zu der Singstunde kamen, laden auch ihre Freunde und Bekannte an, der Umgegend Sonntag zu morgens nach der Guilds Community Hall zu kommen zum Gottesdienst. Ungefähr 70 Menschen, Kinder mit angeteilt, versammelten sich dort an diesem Sonntag zum Gottesdienst. Von dem zweiten Sonntag an, bis im Mai 1990, wird die Morpeth Community Hall gerannt, um mit diese oudkolonische Familien von Mexiko top Gottesdienste haben. Von Mai 1990 an hält diese Gruppe Familien von Mexiko ihre Gottesdienste in der Morpeth United Church im Keller. Und dann, in Beit Lothar, können sie sogar die Kirche dort brauchen. Um die gottesdienstliche Versammlungen an einem eigenen Gebiet haben zu können, kaufte IMMC-Konferenz am Herbst 1991 die Old Harwich Township Hall in Blenheim, Ontario, für $60.000. Freiwillige Arbeiter, früher sind Männer von der Elmer und Leamington Kirchen, rechten das Gebiet von binnen aus einer Kirche an, und von dort an hielt die Blenheim-Gruppe ihre Gottesdienste in ihrem eigenen Gebiet. Meine frühen ich fuhren auch noch etliche Mal nach Blenheim zu den Gottesdiensten in diesem Gebiet. Wir erinnern uns noch an die vielen Segnungen, die wir dort erfuhren. Besonders denken wir noch manchmal daran, dass wir dort am 3. und 4. Adventssonntag und am Weihnachtsmorgen 1991 wären. Alles wäre so nie für uns und auch für die anderen Familien, die zum Gottesdienst kommen. Und weil es dann noch kein Weihnachtsprogramm angeäuft worden wäre mit Kinder und Jugend, berät wir da mit der vordersten Mittagtaub am 4. Adventssonntag nur die Andachtsstunde, dass jeder paar Eltern ihre Kinder noch in der letzten Weg vor Weihnachten abgeben wird, zu lehren oder reinzumerken, zum am Weihnachtsmorgen an die Kirche vertragen. Und am Weihnachtsmorgen macht wie sehr klar, dass Gott sich zu diesem Kartenreitmerken bekannt hat. Eltern und Kinder brachten an diesem Weihnachtsmorgen taub ein wertvolles Weihnachtsprogramm, wodurch alle Anwesenden gesehen fühlten.
Met help van de andere IMMC-kerken kocht de Blenheim-groep im Herbst 1993 eine kerk in de stad Blenheim. Van September 1993 aan heeft deze groep ihre gottesdiensten in deze kerk. Deze IMMC-gemeente heet Blenheim Mennonite Church. Isaac Harms is al meer als 12 jaar de pastor geweest in deze kerk en hij zegt, er komen van 85 tot 90 mensen zu de gottesdiensten. Über de helft davon zijn Kinder en Jugend. De Blenheim Mennonite Church Group heeft 1990 een boekje gemaakt, waarbij dort entstanden en de ontwikkeling van ihre gemeente durch de eerste 10 jaren kort beschreven worden is. In diesem boekje zijn beelden van de gebieden, waarbij in de Anfangsjahre de gottesdiensten gehouden worden, von dem Kirchengebiet in Blenheim und viele andere Bilder. Wer noch nicht mit diesem Buch bekannt ist, der soll sich dort vielleicht kaufen oder liehen. Denn das Buch mit seinen vielen Bildern ist das wert zu beseinen und zu lesen. Die Elmer IMMC-Kirche ist sozusagen die Haupt-IMMC-Kirche geworden in Ontario. Diese Gemeinde wählt allmeist von Anfang an ihre eigenen Gehilfspredigers. Erst einmal 2 und dann bald weiter 2. Aber diese Kirche oder Gemeinde kann ihre Prediger scheinbar nicht für sich holen. Immer weiter will man die Zestwoe brocken, wo dort an der IMMC-Arbeit auch an Predigers fehlt. Ich erinnere mich noch daran, dass einige ältere Lied damit nicht sehr zufrieden wären, wenn ihre Predigers, die sie dachten, dass die Gemeinde sich die gewählt hat, um an ihre Kirche zu dienen, immer weiter Zestwoe angeschickt worden. Aber wenn die Elmer Kirche ihre Predigers Zestwoe angestellt worden wären, und dort war da an mehr Predigers fehl, dann war da nie Predigers gewählt. Aus der Elmer IMMC-Kirche sind all viele Arbeiter zurückgekommen. Die haben all gesagt, dass einer von den ersten an der Elmer Kirche gewählte Predigers, Neil Sawatzki, die Open Bible Baptist Church anfang. Ein anderer Prediger, Dietrich Harms, war auch einer von den ersten an der Elmer IMMC-Kirche gewählte Predigers war, dein Bild als Missionar unter der IMMC-Konferenz in Bolivia mag die Bolivianer. Gesundheitshalber können Dietrich und Judy Harms da aber nicht lang bleiben. Aber dann dienten sie bald für etliche Jahre in der IMMC-Kirche in Seminole, Texas, als Pastor vor. Und nu dient Dietrich Harms al viele Jahre von Texas uit als der IMMC-Konferenz Evangelisationsprediger. In de wintermonaten dient Harms als Bibelschullehrer in der Steinreich Bibelschule in Chihuahua, Mexiko. John Bahnman war auch einer von den ersten an der Elmer Kirche gewählte Predigers. John und Nita Bahnman dienten aber auch bald etliche Jahre in Bolivia unter der IMMC-Konferenz als Missionaren mang de Bolivianer. In Lothar dienten sie noch etliche Jahre in Bolivia als Missionaren unter der Gospel Missionary Union, GMU. Unter dieser Mission fangen John und Nita Bahnman da ein plottisches Radioprogramm an. Nu sind sie weiter zurück in Ontario, von wo sie aber auch nu noch wieder an das plottische Radioprogramm in Bolivia mitarbeiten. Isaac Harms und George Kran, die auch an der Elmer IMMC-Kirche als Predigers gewählt wurden, dienten da auch nicht sehr lang. So als wir all gesagt haben, haben Isaac und Lynn Harms an der Houghton Center IMMC-Kirche als Pastorpaar gedient und nu al viele Jahre in der Blenheim IMMC-Kirche. Und George und Susan Kran dienen nu al viele Jahre in der St. Thomas IMMC-Kirche. Randy Friesen, ein Großsohn von John D. Friesen in Saskatoon, Saskatchewan, und David Klassen wurden auch beide in der Elmer IMMC-Kirche als Predigers gewählt, aber die bleiben da auch nicht lang. Randy und Laura Lee Friesen wurden bald als Pastorpaar in Winnipeg angenommen, wo die IMMC-Kirchen eine neue Gemeinde anfangen. Und David und Leona Klassen wurden bald in der Altona IMMC-Kirche in Manitoba als Youth-Pastorpaar angenommen. Nu dienen sie al etliche Jahre als Pastorpaar in der Seminole, Texas IMMC-Kirche. Nu aber hat die Elmer IMMC-Kirche etliche Gehilfspredigers und Pastoren. Jake Friesen, der Gemeindeerleitende Pastor, sagt, die Elmer IMMC-Gemeinde hat nu 366 Gemeindeglieder.
In een Kirche komen nu durchschnittlich 700 Menschen zu den Gottesdiensten am Sonntagmorgen. Sie haben dort 3 Gottesdienste jeder Sonntagmorgen, zweimal in der englischen Sprache und einmal in der plattdeutschen Sprache. Zu den Sonntagsschulklassen kommen durchschnittlich bis 500 Menschen, Kinder und Jugend und Erwachsene. Also IMMC Gemeinden sind in Süd-Ontario von der wie Aylmer en Port Burwell, bij Leamington aan de Bell Mill Linie en St. Thomas en Blenheim. Voor vele jaren werden de leidende predikers oder de pastoren en de meeste IMMC-kerken in Ontario zo'n mannen wat entweder van Saskatchewan oder van Manitoba komen, nicht zo'n wat van Mexico komen. Aber in den letzten Jahren haben diese Kirchen alle meistens von ihren eigenen Männern als leidende Predikers oder Pastoren gehabt. Die Geschichte von unserer Urkolonie ihrer IMMC-Kirchen in Süd-Ontario muss nochmal wer von uns in viel mehr Einzelheiten vertalen und beschreiben. Aber von nu an unserem plattdeutschen Radioprogramm habe ich vielleicht genug davon vertalt, um das Part von unserer Geschichte wenigstens einigermaßen gut verstanden zu können. En nu wat van de Oud-Kolonische Gemeente in Zuid-Ontario. We hadden allemaal wat davon verteld, wo 1960 de eerste Oud-Kolonische Gemeente in Zuid-Ontario gegründet worden war, wo Peter Harder von der Manitoba Oud-Kolonie als de eerste leidende prediker angestellt wordt. We hadden ook al gesagt, dat door 1960 Heinrich Peters en Jacob Wieb als eerste predikers en Peter Giesbrecht als eerste diakon gewählt en ordiniert worden wären. Nu wel we wat davon vertalen, wo de Oud-Kolonische Gemeente sich in Süd-Ontario entwickelt en verbreitet hat. En ook wat van gewisse Probleme oder Schwierigkeiten, wat de Ontario Oud-Kolonie Gemeente besonders in ihre ersten 24 Jahren gehad hat. Als prediker Peter Harder noch wenige Jahren nach der Rainy River Ontario Gegend getrokken war, en prediker Heinrich Peters ook irgendwo wer ihn abgehört hat mit in der Oud-Kolonische Kirche zu predigen, dann wählte die Gemeinde weiter 2 Predikers. Ditmal waren Peter Driedger en Jacob Wieb als Ontario Oud-Kolonische predikers gewählt en bestätigt. Op de 3e Oud-Kolonische predikerwahl in Zuid-Ontario worden Johann Neufeld, Heinrich Reimer en Cornelius Quiring in de Wheatley Leamington Gegend als predikers gewählt en ordiniert, en in de Aylmer Walsingham Gegend worden Wilhelm Fehr, Jacob Giesbrecht en Jacob Reimer daartoe gewählt en ordiniert. Wat merkt voor ons alle, nicht mal für die Families, wonen hier in Kanada ook kunnen blijven, dort top leven, top arbeiten en onze positive maronitische Traditionen zu praktizieren en an onze Kinder en Grootkinder wiederzugeben en bet schwander, als dat in onze isolierte Kolonien im Süden war. Die viele Oud-Kolonische Families wonen bei 1960 al von Mexiko nach Süd-Ontario gekommen wären, en ook al die nog sehr veel meer Families wonen von 1960 bis 2004 von den verschiedenen Oud-Kolonische Kolonien en de verschiedenen Lateinamerikanische Länder nach Ontario kamen, die hadden alle ihr Leben lang so ein Bett in ihre eigene Welt gewohnt, wo sie wenigstens zum großen Teil vor weltlichen Einfluss beschützt geblieben wären, wo sie ihr eigenes Schul- und Kirchensystem gehabt haben. Sie wären von dort so gewarnt, dass sie ihre eigene starke Dorfsamter und Koloniesamter hatten, dass sie starke Ältestas, Oms und Diakonen hatten, wo sie das Kolonieleben einigermaßen gut kontrollierten
en oprecht hielden. Viele mennonitische, meestens positive Traditionen, wonen veräldern gepflegt en van Russland über Kanada wat Lateinamerika mitgebracht hadden, gehören sozusagen zu unserer oldkolonische Kultur en onze isolierte Kolonien. Die lateinamerikanischen Länder en welche Kulturen, wo binnen oder wo manch wie woonden, hadden uns nicht bedienend beeinflusst oder ernstlich im Stich gestoßen. Wir hadden unsere eigene Kultur dabei nicht bedienend verändern gebracht. Die oldkolonische Kolonisten der Schulwesen in Lateinamerika ist meistens auch nicht imstande gewesen, die Kinder ein gutes akademisches Weiten mitzugeben für ihr Leben, aber ob mennonitische Kolonisten ihre Familie formen, wo jeder Kind von jung an mit Mutter vor der Taub arbeiten lernen kann, da lernen die meisten Kinder die verschiedenen Hus- und Formarbeiten. Die mennonitische Familienform ist eine Schule an und für sich selbst. Diese Schulen bringen die Kinder meistens viel praktisches Weiten bei. Die geben an viel praktische Kenntnis, viele gute, positive Lebenswerte mit für ihr Leben. Das heißt, wenn sie auch die Gelegenheit kriegen, auf eine Familienform in einem mennonitischen Dorf, auf eine von der Welt isolierte Kolonie selbst wirtschaften zu können, so es ihre Eltern in viele Generationen von Vereltern dort voran gekonnt haben. Oder auch, wenn sie hier in Kanada besonders auf die Formarbeiten kommen. Das von der Familienform Schule mitgekriegene praktische Weiten merkt an meistens auch gute Arbeiter, wenn sie hier irgendwo in Fabriken arbeiten kommen oder sogar ihr eigenes geschafft haben. Aber hier in Kanada und besonders in Südontario, wo die mennonitische, oldkolonische und sommerfeldsche Familien nicht mehr in isolierte Kolonien wohnen können und meistens nicht auf eigene Familienformen für sich selbst wirtschaften können, hier schafft dort in unsere Familien meistens ganz anders. Denn meistens haben die Kinder hier nicht dort verreicht, mit Mutter und Vater taub die verschiedenen Arbeiten von jung an zu tun und dadurch die viele positive Lebenswerte für ihr Leben mitzukriegen. Hier wohnen unsere mennonitische Familien meistens weit und breit verstreut, manch nicht Mennoniten. Hier muss wir von der oder von dem Mal aber weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Südontario. Was nächstes Mal? Ich bin George Rempel.